Ich habe es euch gesagt. Ruft nach dem Tell und er wird da sein. Macht's gut und behüt euch Gott. Zur gleichen Zeit ist der Bauer, der Arnold Melchthal aus Unterwalden, beim Walter Fürst in die Stube gestürmt. Er war völlig verzweifelt und hat erzählt, was ihm passiert ist. Ich habe jeden Tag mit dem Flug und meine 2 Ochsen auf dem Feld gewerkt. Da ist plötzlich ein Hampfel Kriegsknechte gekommen. Auf Befehl vom Vogt haben sie mir den Ochsen gespannt und die verängstigten Tiere wegführen. Ich habe sie auf den Knien angefleht, mir meine Zugtiere zu lassen. Aber sie haben mich nur hämisch ausgelacht. Da hat mich eine Wut gepackt und ich habe wie von Sinnen angefangen reinschlagen und bin geflüchtet. Aber jetzt muss ich unbedingt zurück. Mein alter Vater ist allein in Unterwalden und ich bin sicher, dass sie ihn an meiner Stelle werden strafen. Ich muss sofort zurück und ihn schützen. Ich sage euch, lieber Melchthal, bleibt, wo ihr seid. Und ihr seid sicher. Ich bin verloren. Das sind die Schergen vom Vogt, die mich holen können. Ruhig, Blut. Versteckt euch im Nebenzimmer. Und kein Mucks. Geht. Tretet ein. Nicht eine Horde blutdrünstige und rachsüchtige Kriegsknechte, die den Melchthal holen wollten, sind zur Tür eingestürmt, sondern der Werner Stauffacher. Dem Walter Fürst und dem Arnold Melchthal ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ihr sind's, Herr Werner. Sind wir herzlich willkommen. Was führt euch hierher? Was sucht ihr da in Uri? Ich suche die gute, alte Zeit und die alte, freie Schweiz, Fürst. Überall herrscht Not und Elend. Die Landvögte vom österreichischen Kaiser wüten in unserem Land, wie es ihnen gerade so passt. Seit der Mensch kann denken, sind wir Schweizer ein freies Volk. Was müssen wir jetzt plötzlich erdulden? Jetzt hat sich auch noch in Unterwalden Schreckliches zugetragen. In Unterwalden? Sagt, was ist dort passiert? In reiner Bosheit hat der Vogt im jungen Melchthal seinen Zugochs wegnehmen. Der hat sich gewehrt, auf Kriegsknechte eingeprügelt und ist geflüchtet. Und, wie geht's dem alten Vater Melchthal? Er ist jetzt ja ganz allein und nicht sicher vor den Bosheiten vom Vogt. Der Vogt hat der Vater sofort von seinen Schergen holen, weil der junge Melchthal nicht mehr zu fassen war. In seiner Wut hat er befohlen, dem Vater Melchthal zur Strafe das Augenlicht zu nehmen. Beide Augen haben dem wehrlosen alten Mann ausgestochen. Der Melchthal, der im Nebenzimmer alles gehört hat, ist wie von Sinnen in die Stube gestürmt. Bei Gott, das kann ich nicht wollen.